Das ist wichtig, dass die Schüler das von sich wissen. Und auf der anderen Seite lernen die Schüler auch die Berufswelt kennen. Was gibt es überhaupt für Berufe? Und was gibt es für weiterführende Schulen auch? Und da ist wichtig dann, wenn man Berufe kennenlernt, zu sehen, ja, was sind die Tätigkeiten in einem Beruf, was macht man da? Dann die Anforderungen, was muss man da mitbringen? Und das sind nicht nur Anforderungen Schule, das ist wichtig, die Schulnoten. Aber auch das Sozialverhalten, die Kreuze im Zeugnis ist ebenfalls sehr wichtig. Oder wenn man eine Schnupperlehre macht, die beginnt um 7 Uhr am Morgen, dass man um 7 Uhr dort ist. Das ist auch ganz wichtig. Da gibt es keine somalische Zeit. Ja, und dann auch wichtig zu wissen, ich interessiere mich für einen Beruf, sagen wir Grafiker. Aber dann sieht man, wenn man das genauer anschaut, es hat nur etwa 10 Lehrstellen im ganzen Kanton. Und dann ist es wichtig, dass man auch Alternativen hat, andere Möglichkeiten. Gut, dann geht es weiter. Man weiß, was man gern macht, wo man gut ist, man kennt Berufe und dann versucht man herauszufinden, welche Berufe könnten zu mir passen. Also wir haben verschiedene junge Menschen hier, die haben genau das gemacht. Ja, und wenn man Ideen hat, welche Berufe zu einem passen, ist es wichtig, dass man diese Berufe auch gut kennenlernt, indem man schnuppern geht. Schnuppern? Was ist Schnuppern? Also so 2 bis 5 Tage in einem Beruf mitarbeiten und miterleben. Gut, und das Ziel ist natürlich, am Schluss der Oberstufe dann auch einen Lehrvertrag, eine Lehre
zu haben oder eine Aufnahmeprüfung in eine weiterführende Schule bestanden zu haben. هدف ujeedada marka waxaa weeye marka oo shaqo u dhamaado qofkii ama ay shaqo haysato ama ay iskuul iyo waxbarasho oo sii samayn karto. Hier dargestellt die Zeit der zweiten und der dritten Oberstufe. Und wichtig, hier wird einerseits probiert zu schauen, ja, was macht mich aus, wer bin ich, was kann ich gut, was mache ich gerne. Und eben Berufe kennenzulernen. Und das Ziel wäre, dass hier zwischen zweiter und dritten Oberstufe hier eben ein Entscheid gefällt wird, wofür bewerbe ich mich dann in der dritten Oberstufe. Das ist dann die intensive Zeit der Bewerbung. Gut, jetzt möchte ich Ihnen das Bildungssystem zeigen. Es hat eigentlich 3 Stufen. Die obligatorische Schulzeit. Das ist die Sekundarstufe 1. Dann die Sekundarstufe 2, das ist die Grundbildung. Da gibt es die berufliche Grundbildung und die schulische Grundbildung. Sie fragen, wenn Sie etwas nicht verstehen. Und dann zuoberst, das ist die Tertiärstufe, das sind dann Weiterbildungen. In Somalia kennen Sie vor allem das hier. Und das hier, das Blaue und auch Fachhochschule, das kennt man vor allem in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. Gut, jetzt ein SEC-Schüler hat diese Möglichkeiten. Also Sekundarschule, ja. Blau sind die Lehren, berufliche Grundbildung. Und da unterscheidet man 2 Typen von deren. 2-jährige Grundbildungen. Die schließen, am Schluss hat man ein eidgenössisches Berufsattest, EBA. Und die 3- und 4-jährigen Lehren, die schließen mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis ab.
Das ist, ob die 2- oder 4-jährige Lehre, das ist bei beiden dasselbe. Man geht 1 bis 2 Tage in die Schule und 3 bis 4 Tage arbeitet man im Betrieb. إن سنة سنة ما أفر سنة ولا سنة شقية وإنه مثلا واسكومين لكن عاجزة إن لما ما لنا سكول آلو ستحضر لنا إيش شقرة Dann die Mittelschulen. Da gibt es verschiedene Typen von Mittelschulen. Und wir haben schon, ich habe gesagt, nach der Primarschule hat man ins Langgymnasium, aber man kann nach der Sekundarschule auch ins Kurzgymnasium übertreten. وأنا إذا يريد سكولار شو كده لان مستوى كبير وأنا عندي إلى الآن أقول حاجة سوى قارب وقصة قيم في مكان. Also, das ist für die Mittelschule, ist für schulisch sehr starke Schüler, die gerne in die Schule gehen, die gerne Hausaufgaben machen und all das. Und die Schüler, die zwar auch gut sind in der Schule, aber lieber auch ein bisschen Praktisches auch schon lernen, die machen eine Lehre, 3- oder 4-jährige Lehre. Und es gibt auch Schüler, die sich für eine Lehre entscheiden, wenn sie schulisch sehr gut sind. Und dann haben sie die Möglichkeit, auch noch eine zusätzliche Schule zu besuchen, die Berufsmittelschule. Genau. Und die 2-jährige Ausbildung ist für schulisch schwächere Schüler, aber praktisch begabte Schüler. Und dann haben wir noch da das Grüne, die Brückenangebote. Darüber möchte ich gar nicht viel erzählen. Das sind eigentlich mehrheitlich Notprogramme, wenn man keine Lehre findet. Genau. Gut, jetzt zu den Lehren. Die 2 Typen, die ich schon gezeigt habe. Also das ist 1, 2 Jahre dauert das Berufsattest. Da gibt es 85 verschiedene solche Lehren. Und 3- oder 4-jährige Lehren, da gibt es über 230 verschiedene. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich genial finde, sehr gut finde am schweizerischen Bildungssystem. Es ist wie eine Treppe. Wir können Stufe um Stufe weitergehen, wenn Sie möchten. Zum Beispiel nach einer 2-jährigen Berufsattestlehre. Beispielsweise, ich mache ein Beispiel, das ist Detailhandelsassistentin im Verkauf. Oder
Automobilassistent mit Autos oder Reifenpraktiker. 85 verschiedene. Und wenn man das abgeschlossen hat, mit genügender Leistung, ist es möglich, direkt ins zweite Lehrjahr der 3- oder 4-jährigen Lehre einzusteigen. Nein, das ist kein Praktikum. Nein, 2 Jahre Beruf und dann haben Sie ein Diplom. Sie können mit dem arbeiten gehen. Ja, früher war es Anlehre. Aber früher, wenn Sie die Anlehre fertig gehabt haben, mussten Sie da wieder beginnen. Und jetzt können Sie, das wird Ihnen geschenkt. Also ich hatte das zum Beispiel Wetterlandsassistentin, wenn sie fertig ist, kann sie ins zweite Lehrjahr der Wetterlandsfachfrau einsteigen, nochmals 2 Jahre und dann hat sie den Abschluss EFZ, eigentliches Fähigkeitszeichen. Detail, nicht So, macht wieder ein Jahr dazu, oder? 3 Jahre. Oder fängt ja noch 3 Jahre dazu. Also, das Beispiel, sagen wir, Automobilassistent, 2 Jahre. 2 Jahre. Und dann kann er nachher ins zweite Lehrjahr als Automobilmonteur. Und macht noch 2 Jahre. Noch 2. Also total 4 Jahre. Ja. Aber wir haben Experten hier. Sie können dann die Jungen fragen, die wissen das auch gut. Ja? Ah, sehr gut. Und jetzt, wir haben ja nicht nur Kinder und Jugendliche hier, wir haben auch erwachsene Personen. Und das ist ja auch ein Problem, wenn Sie aus Somalia hierher kommen. Sie hatten vielleicht einen Beruf, eine Arbeit in Somalia. Und hier, man kennt das nicht, diesen Beruf. Oder dann ist die Frage, ja, was kann ich hier tun als Erwachsener? Und es gibt genauso auch die Möglichkeit für Erwachsene, eine Lehre zu machen. Ich weiß von einem 50-Jährigen, der hat jetzt eine Lehre gemacht noch. 50? Ah, und für Erwachsene gibt es noch andere Wege als für die Jugendlichen, eine Lehre abzuschließen. Aber das ist relativ kompliziert und wenn Sie Fragen haben für sich oder für Leute, die Sie kennen, ich empfehle Ihnen,
gehen Sie ins BIZ, in die Berufsinformationszentren und erkundigen sich. Dort bekommen Sie die Antwort, die dann für die Person stimmt. لكن وإذا أردت أن يريد وسعني واحد يقدر العاب ماشى حكر السوقات يعني مشكلة السوقات بيسمو هاي إن أردتان وصول يقدر العيال أفكاس شغال بكا بوحبون وقرب أي الوحد. Aber eine Voraussetzung, das kann ich Ihnen schon sagen, ist die Sprache. Also Deutsch lernen, Stufe B1, Minimum B1. Gut. سؤال أو فراغ zu lernen, oder? Zu sagen. Ja. Aber gibt es die Möglichkeit, dass man auch B1 und B2, dass Sie noch die Institute oder so unterstützen? Diese Frage, die können Sie dann Frau Fuhrer so stellen. Genau, das ist die Fachperson. Zuerst auf das Ja. Ich habe eine Frage, wieso werden Sie dann, wenn Sie anfangen mit Lehrmachen, so als die Erwachsenen, wieso werden Sie dann anders behandelt, als so Sie gar nicht wüssten? Wie man arbeitet oder so. Okay, jetzt müssen Sie gleich die Frage übersetzen. Ich habe nicht verstanden. ميكروفون سوسة Okay, sie fragt, wieso macht man das mit den Leuten zu Hause direkt kommen her? Wieso denkt man, dass sie gar nicht wissen, was sie Ja, kann man sich direkt für das Qualifikationsverfahren anmelden und die Prüfung ablegen. haddii qofku ay Soomaaliya ku soo qorantay ay dad karto aniga waxaan soo qortay waa kana cadeyma ay wado waxay jirta markaa guddi qaabilsan ogolaanshaha haddii aan idmo la baarayo oo la dabagelayo oo markaas la aqoonsanayo qofka ilaa levelka dodgeka laga rabo oo ku aadi karo leeraha inta waa levelka uu ku aadi karo leeraha uu sheegay uu sheegay certificate ma looga baahan yahay marka ma course bisad ku xataa caadi waa qofka inuu certificate haysto miya mase waa course bisad ku xataa caadi waa uu ku tagi karaa muss man das noch als Zertifikat haben oder eine Bestätigung, dass du die Kurse besucht hast, dass du die Stunden so. Sie müssen eigentlich eine Prüfung ablegen, wo bestätigt wird, Sie haben dieses Niveau. Aber es kommt auf den Beruf an. Denken Sie, wenn Sie zum Beispiel Kaufmann oder Kauffrau werden wollen, dann sind die Anforderungen höher für das Deutsch, als wenn Sie in einer Werkstatt arbeiten und wenig Kontakt haben. Okay, وحي بسوء معامل بشرع غير تطلق يعني لكل بسوء يعني ترمى كعليك التاسس يدون هذا وقصي في هذا وأيضا تطلع معنا لكل بسوء
لكن هدي أبناء كشقين يسوع كعن عن أبو شقين يسوع حليل كعن قلت لك كبيرين dan jangan bersama sabtu wangi marka ay wadaysi in aad qof walba si sax ah u fahanto es ist wichtig wenn man zum Beispiel Verkäufer ist dass man die Sprache kennt dass man die Menschen so ja Gut, jetzt möchte ich kurz noch etwas sagen zur Berufsmittelschule. Und ich habe gesagt, für schulisch sehr gute Schüler ist es möglich, die Berufsmittelschule während der Lehre zu absolvieren. Oder es ist auch möglich, die Berufsmittelschule nach der Lehre zu machen. Die Berufsmatura nach der Lehre dauert ein Jahr Vollzeit. Oder 2 Jahre, wenn man daneben arbeitet. Es gibt dann 5 verschiedene Richtungen, die man wählt. Und die Richtung hängt davon ab, was das Ziel ist, welche Fachhochschule man besuchen möchte. Und der Inhalt, was lernt man dort? Das sind einerseits Sprache, Deutsch, Englisch und Mathematik. Und dann je nach Richtung, dann noch weitere Bereiche wie Technik, Umwelt, Wirtschaft. حالات الميدان سواء إنه وقتها سي وضع طبعا أو كروفين فتاة هذا شرعي اللي شرعي مقارنة سؤال كمسيدة ودقائق إيه وصلت الصوت Anerkennungsausweis. Und das liegt nicht alles. Weil die Geschäfte, die sagen, wir nehmen diese Ausweise wollen, zum Beispiel. Wie ist denn möglich, dass man zu gehen? Sind das Fragen, die ihr zwischen beantwortet? Ich habe nicht gerade erwähnt. Ja, mit F-Ausweis, arbeiten, nicht arbeiten, kann ich überhaupt? Ja, werde ich nachher auch. Aber das ist nicht schon wieder. Okay, gut. Okay, سؤال ده سؤال على فكرة هاي الفيلم على مدى السنة يقدر يتسي في الكورسة على صوتها بمتفق صوتها بالكورسة تسي عنها وصلت السنة وإنها تشوفها بمتفق Also mit der Rosa. لو السنة مع آخر سنين ترى Okay. Die dreijährige oder vierjährige gibt es eine Kurse. Weg, das 3 oder 4 ist ja so lang, oder? Dass man das abkürzen kann. Dass man
Nur wenn Sie zeigen können, dass Sie schon die Fähigkeiten mitbringen, dass Sie zum Beispiel nur noch 1 oder 2 Jahre machen müssen. Aber dann müssen Sie schon so gut sein. Das schon können. Und ich habe das ja erklärt mit den 4 Wegen. Es gibt auch Wege, ohne dass man eine Lehre macht. Aber Sie müssen unangemeldet zu den Öffnungszeiten hingehen können und sich informieren über Berufe. Dann ist die Beratung von Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen. Und wir organisieren auch Veranstaltungen und Seminare, zum Beispiel zum Thema Bewerbung. Für die Jugendlichen ist es so, dass wir von der 2. Oberstufe an, also im Kanton Zürich, gehen wir in die Sekundarschule, in die Schule. Ich bin mindestens einmal im Monat bin ich in der Schule. Ausländische Personen leben in der Schweiz. Und man hat sich dann auf die sind etwa 15 Sprachen, die am häufigsten vorkommen. waxaa la fiirinayaa dadka ajnabiga ah ee ku nool wadanka Swiiska waxaa la arkay marka inta badan luqadaha dadku inta ay u badan yihiin oo 15 luqadooda. Auch diese Integras-Veranstaltungen, die finden in den Sprachen statt, wo wir im Kanton Zürich am meisten Leute haben. Dadka ugu badan jinsiyadaha ugu badan ee gobolka Zurich ku nool ayaa laga helayaa luqadahooda. Soomaalida Zurich degan goma yar waana dad qowmiyadan marka waa in gobolka tixgelin u sameeyo. Die somalische im Kanton Zurich wohnen sind nicht wenig, also durch Standort ja eine Anerkennung geben. Aber es ist kein Problem. Wenn Sie Informationen wollen, können Sie in eine Beratung kommen und organisieren einen Dolmetscher. بحكي مرة أنا بدي وفهمتني حكنا الأولاد وما كفتان وأنا بدي أسكت عن حكمي مش مدرب بس Genau, da ist eine Frage, wer organisiert den Dolmetscher? Es ist so, bei den Jugendlichen ist es klar, dort organisieren wir den Dolmetscher. Von Medios in der Regel und bezahlen den auch. Wenn Erwachsene in die Beratung kommen, dann sind Sie verantwortlich für den Dolmetscher. Wir können ihn schon bestellen, aber die Finanzierung die können wir leider nicht mehr machen. Okay, wuxuu yiri annaga marka aan dhalinyarada aan la hadlayno oo programada soo gudbinayno ama wada hadalka assistant-ka annaga bixina dadka noo turjumaya mediaska la shaqeynaa waa hay'ad turjunta laakiin wuxuu yiri dadka waaweyn marka ay rabaan inay noo yimaadaan oo arrin aan kala hadalno waxaan u baahanahay yaa abaabulaya turjunkii waayo waa lacag buu yiri markaas turjunku dushiinu ahaanaya buu yiri dad noo imaanaysa. Aber Sie kennen ja verschiedene Leute und es hat ja auch einen großen Teil, der auch Deutsch spricht. Also nehmen Sie jemanden mit, der Ihre Sprache spricht und auch Deutsch spricht, dann kostet das gar nichts. Marka hadda waxaan arkaa inay xataa luqadda yaqaaniin marka timaadsan qof luqadda taqaan oo soo wata lacag. Gut, dann hier noch etwas möchte ich noch aufzeigen, das ist Mentoring Ithaka.
Das ist jetzt für Jugendliche, die in der Oberstufe sind und eine Lehrstelle suchen. waxaan rabaa arrinkaasna waxa idinka dhaho waa dhalinyarada dugsiga dhexe sagaalaad oo raadinaya in ay shaqo helaan Und aber keine Unterstützung haben von den Eltern zum Beispiel, weil sie die Sprache nicht sprechen. oo micnihii aanan ka haysanin caawimaad ama kaalmo aan waalidka xaggiisa ka haysanin maadaama uusan luqadii aqoonin. Da gibt es freiwillige Personen, die sich in der Arbeitswelt gut auskennen. marka waxaa jira dad micnihii isxilqaamaya oo micnihii diyaar u ah oo shaqadana si fiican u kala yaqaana. Und die unterstützen dann die Jugendlichen. Einmal in der Woche oder alle 2 Wochen kommen sie zusammen und schreiben Bewerbungen zum Beispiel. oo caawinaya ardayda oo markaas ama mar sitimaankii ama laba mar sitimaankii u imaanaya oo ka caawinaya sidii arjiyada loo qoran lahaa oo la fiirinaya programka. Okay, halkee markii intigaa markaas meesha lagu caawinayo waa Das machen sie ab. Der Mentor, diese Person und der Jugendliche machen Abgänge als Witz zum Beispiel, kann einen Witz machen. Oder im Büro der Person. yaa ku baranaya meeshii isu diraya ama meeshii oo shaqada magaalada isu diraya Gut, jetzt noch das letzte. Aufgabe und Rolle der Eltern. Wir haben ja doch einige Eltern auch hier. hawsha waalidka saaran Also die Hauptverantwortung, die liegt bei Ihnen als Eltern. mas-uuliyadda ugu weyn idinka idin saaran waalidiinta saaran Mindestens bis Ihre Kinder 18 Jahre alt sind. Mindestens bis die Kinder 18 Jahre alt sind. ilaa Es ist wichtig, dass Sie als Eltern mit Ihren Kindern im Gespräch sind. waalidiin Dass Sie gut zuhören, was sind die Wünsche des Berufs. Und was auch wertvoll ist, wenn Sie sich ebenfalls in. Und dann ist es manchmal einfacher, eine Schnupperlehre zum Beispiel zu finden. marka qaarkood way fududahay markaas oo kale in tijaabooyinka ilmaha ay rabaan inay helaan way fududahay markaas oo kale. waxaan weydiinayaa marka oo xulka iskoolku ka dhamaaday shaqada madiinin aqoon oo iskuulla looma dirin marka wuxuu rabaa inuu si shaksiyan oo ugu raadiyo isluubarka marka hadduu meel degana lama ogolaanayo oo qofki lama qaabilayo waa inuu meel ku tigsiya maxaa la sameynaya kaas oo kale ma fahamsan wenn der Kind Schule fertig und keine Lehre hat. صح ولا صح؟ أنت سكول كذا ليه؟ شقنا هني؟ قول بس كفديه. ها. أو سكول. حاجة وده مركز سؤال عشان حارة مركز. لعمل وهذا أو شخصيا إنه يحيى شنو بالله عمل وسماه سكول دور وكلام هذا. ما كلام هذا ليه هذا ليه أنا بديه للمال. برش كلام ما بيهدي. ما له كل كفديه. وحنا ربعنا إنه دجاله وبشلوك بالله سماه. شلوك ما تقول عليه. qofka marka meel aad iska socoto aad tiraahdo wax barashaan raba cid ku qaabilaysa mala ama inaad iskuul ku tiirsanta ama amay ku tiirsanta isaga hadda waxa sameeyna ka hadla umarayna wuxuu yiri bekantan oo yaqaano adigu okay okay wax yar inaan idin sheego sida ilmihiina aad u caawinayeen. Ich habe oft gehört, dass Eltern gesagt haben, aber wie kann ich mein Kind unterstützen? Ich bin ja selber hier nicht zur Schule gegangen. waxaan in badan aan maqalnay oo ilaahay ku soo dhacay in waalidiintu dhowr jeer ay yiraahdeen seen aniga cunugayga u caawin karaa marka aniga laftayda weliba iskuul ma dhigin
Und Herr Enz hat recht, es ist sicher sehr wichtig, gut Deutsch zu können, um das Kind zu unterstützen, weil die Elterngespräche natürlich viel einfacher sind, wenn man Deutsch spricht. Aber sehr oft habe ich erlebt, dass die Jugendlichen, die Kinder, sehr gut ihren Weg in der Schule selber gehen können, aber sie sind darauf angewiesen, dass sie als Eltern sich für die Schule interessieren. Das heißt, ganz einfach, wenn Ihr Kind von der Schule nach Hause kommt, fragen Sie nach, was habt ihr heute gemacht, was hast du gelernt, wie ist es bei der Prüfung gegangen? Fragen Sie, hast du Hausaufgaben? Hast du diese Woche eine Prüfung? Das sind Fragen, mit denen Sie Ihrem Kind zeigen können, dass Sie sich für die Schule interessieren. Und wenn Sie sich für die Schule interessieren, hat das plötzlich einen viel höheren Wert, die Schule für das Kind. Und dann vielleicht noch das, es gibt zum Beispiel einen Kurs, der heißt Deutsch für Eltern. Das ist... Ja. Da gehen Eltern in die Schule, also nicht zu normalen Schulzeiten, aber sie gehen in die Schule und lernen dort Deutsch, das sie dann wiederum brauchen können, um über die Schule zu sprechen. Sie lernen all dieses Vokabular, die Wörter, die man irgendwie verwendet, um über die Schule zu sprechen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Noch zur Frage wegen... Ja, guten Mittag, kann man jetzt schon sagen. Wir danken Ihnen, was Sie demonstriert haben. Ja, Herr Enz hat Ihnen jetzt den Übergang von der Sekundarstufe in die weiterführenden Schulen oder in die Lehre vorgestellt. Und ich gehe jetzt wieder einen Schritt zurück und ich werde Ihnen das Schulsystem insgesamt und vor allem dann die Primarstufe vorstellen, der Kindergarten und auch was vor dem Kindergarten ist. iskuulka qasabka ah meeshuu kasoo bilaabanayo ilaa qaybihiisa kore aniga marka gadaal baan ayaabay waxaan sisteemkooda inaan kaga sharaxo iyo haddii aan u imaayo xanaanada ka bilow iyo xanaanada ka hor maxaa ilaha u baahan yihiin loo siiyo. Und dafür würde mich jetzt trotzdem noch was wundern, wer von Ihnen hat Kinder, egal welchen Alters, Kinder, die schon erwachsen sind, Kinder, die klein sind, stehen Sie bitte auf. Ja, danke vielmals.
Wer von Ihnen ist noch zu jung, aber möchte irgendwann später mal Kinder haben? qofka idinku dhalinyar meesha joogta oo haddana hadhowna Ich würde deshalb sagen, das, was ich Ihnen jetzt erzähle, das geht Sie alle etwas an. Entweder weil Sie Kinder haben, weil Sie irgendwann Kinder wollen, oder weil Ihre Kinder, die schon bald erwachsen sind, vielleicht irgendwann Kinder haben werden. ama aad ilmo tihiin ama aad rabtaan inaad ilmo dhashaan ama aad ilmo hor u dhasheen oo ilmihiin ay dad waaweyn noqdeen oo rabaan inay wax sii tagaan. Also Herr Ems hat Ihnen jetzt vorher über diesen Teil erzählt. ninkii hore qaybtaas uu idin sharaxay. Und ich werde Ihnen diesen Teil plus was ist hier erzählen. Die Volksschule im Kanton Zürich. Was ist das? Was ist die Volksschule? Die Volksschule nennt man den Kindergarten und die Primarstufe und die Sekundarstufe. Also die ganze obligatorische Schulzeit heißt die Volksschule. Volksschule waxaa la dhahaa xanaanada ka soo bilow ilaa kan hoose kan dhexe iyo midka iskuulka qasabka ah adiga isku soo koob 9 sano oo iskuulka qasabka iyo xanaanada la isku daray waxaa la isku dhahaa iskuulka dadweynaha ama bulshada. Es ist ein bisschen speziell in der Schweiz. Auch die Schule ist kantonal geregelt. Das heißt, die Schule im Kanton Zürich funktioniert vielleicht ein bisschen anders als die Schule im Kanton Bern. Okay, annaga Swiss-ka waxa weeye gobollada si kala duwan ayuu iskuulka qaabkiisa ay u kala duwan yihiin. Und von allen Kindern, die in der Schule im Kanton Zürich sind 40% Kinder mit Migrationshintergrund. Marka gobolkaas Zurich ardayda dhigata boqolkiiba 40 waxay leeyihiin waalidiintooda dambe waa ajnabi waa migration noqotay. Und was sicher auch speziell ist für den Kanton Zürich, aber für die Schweiz insgesamt, wir haben ganz wenige Privatschulen. Fast alle Kinder gehen in die öffentliche Schule, in die Volksschule und nur 7% gehen in eine Privatschule. waxaan u arkaa xataa arrin aad u wanaagsan inay tahay annaga Swiss-ka waxaan qabnaa boqolkiiba 7 weeye iskuulaadka khaaska privatka uu leeyahay laakiin inta kale waa iskuul inay furan dadweynaha u furan. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Volksschule in vielen, vielen Sachen auch sehr gut ist. Integrativ, also das heißt, die Kinder mit Migrationshintergrund können gut integriert werden in unsere Volksschule. ilmaha waxay sameeyaan macaamil fiican bulshada isdhexgal fiican bay sameeyaan. Und etwas, was Sie vorher von Herrn Ems gehört haben, die Schule ist sehr durchlässig. Das heißt, iskuulku waa durqlaysi wax la dhaxayo. es gibt nicht bayaan waxa la dhahaa. Es gibt nicht nur einen Weg, ich erkläre es gerade. Es gibt nicht nur einen Weg, zum Beispiel Primarschule, Gymnasium, Universität. Sondern wie wir vorher gesehen haben, kann man auch Umwege machen und trotzdem an der sida hore la idinku sheegay waxa jira jihooyin kale oo iskuulku leeyahay. Man kann eine Lehre machen und dann die Berufsmittelschule und dann später an eine Fachhochschule oder an eine Universität. Es gibt viele verschiedene Wege. iyadoo iskuulka kala leeyahay kala sameeyay
Oder man kann auch später, wie wir gehört haben, eine Lehre nachholen. Das ist auch etwas, was sehr speziell ist. Ich habe Ihnen jetzt gesagt, was alles wahnsinnig toll ist bei unserer Volksschule. Ich sage Ihnen jetzt noch, was noch nicht überall perfekt ist. Die Sprachkompetenzen von Kindern mit Migrationshintergrund sind teilweise auch während der Schule oder bei Schulabschluss immer noch nicht ausreichend. Sehr oft damit zusammenhängt ist, dass dann der Schulerfolg, also was Kinder erreichen mit der Schule, teilweise bei Kindern mit Migrationshintergrund nicht so gut ist wie bei anderen Kindern. Wir müssen immer noch mehr an der Chancengleichheit arbeiten, nämlich dass alle Kinder im Kanton Zürich die gleichen Chancen haben. Und das muss die Bildungsdirektion machen, das muss die Fachstelle für Integrationsfragen machen und das machen aber auch Sie. Weil Sie können Ihre Kinder unterstützen. Und wenn wir vorher gehört haben, dass es diese Integras-Angebote nicht auf Somalisch gibt, vorher, Herr Ems hat es erzählt, diese Angebote zur Information, zur Berufsinformation gibt es nicht auf Somali. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Sie alle sich zu Beratungen anmelden würden bei Berufsinformationszentren. Wenn alle Personen, alle Eltern mit Kindern, mit jugendlichen Kindern, die in die Sekundarschule gehen, beim Berufsinformationszentrum anrufen und sagen, guten Tag, ich möchte gerne eine Information, können Sie mir bitte einen Übersetzer organisieren? Sie müssen an der richtigen Stelle zeigen, dass es Ihnen wichtig ist. Und etwas, was auch die Schule immer noch daran arbeitet, ist diese partnerschaftliche Beziehung Eltern-Lehrer immer noch weiter zu verbessern. Bei dieser Beziehung möchte ich ein bisschen etwas dazu sagen. Lehrperson, Eltern, Schüler. Was sind denn die Aufgaben der Lehrperson? Was muss sie machen? Sie wissen sicher, die Lehrperson ist verantwortlich
für den Unterricht, für die Schule, dass die Schule stattfindet und dass sie dort unterrichtet? waxaad ogtihiin ama aad aaminsantihiin in macallimiintu ay mas-uul ka yihiin casharada inay iskuulka ay abaabulaan oo casharadan ay ardayda u dhigaan. Aber die Lehrperson ist auch dazu in der Schule für die Erziehung. Sie als Eltern sind zu Hause für die Erziehung verantwortlich. Aber eine Lehrperson ist in der Schule dafür verantwortlich. macallimiintu waxay qayb ka qaataan xitaa barbaarinta caruurta inkastoo idinku aad tihiin qofka ugu horeeya ee ilmaha la barbaareeyo rabo. Die Lehrperson hat die Pflicht, Sie zu informieren als Eltern und mit ihnen zusammenzuarbeiten. macallimiintu können Sie wiederholen? Die Lehrperson hat die Pflicht, Sie als Eltern zu informieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. barayaalka ama barbaarayaalka waxa saaran waajib in micnihii ay wixii qadama informationka ay waalid usoo gudbiyaan. Und es ist eine Zusammenarbeit. Sie sind auf der gleichen Stufe wie die Lehrperson. Sie arbeiten zusammen. Marka waa wada shaqayn isku level la keenay waalidka iyo baraha. Es ist nicht die Lehrperson, die hier oben ist und sagt, machen Sie das, machen Sie das. Ma aha macallinku inuu yahay qofka meesha sarraysa joogo oo amarka bixinaya ma aha isaga. Sondern man sitzt zusammen und macht es zusammen. Man diskutiert, man versucht Lösungen, man versucht Lösungen zu finden, wie man das Kind zusammen unterstützen kann. laakiin macallinku wuxuu raadinayaa xiriir waalidka isaga ah si ilmahaas loo caawin lahaa inta loo hagaajin lahaa. Ich arbeite bei der Fachstelle für Integrationsfragen, aber vielleicht haben Sie schon gemerkt, wie engagiert ich bin, wenn ich in der Schule spreche. aniga waa meel baan ka shaqeeyahay laakiin waxay tiri aad baan u jeclahay markii hore inay iskuulka iyo markaan aan ka sheekeynayo iyo arrimihiisa. Das liegt daran, dass ich 15 Jahre habe ich als Lehrerin gearbeitet in Zürich-Schwabendingen. taasna waxaa u sababa 15 sano ayaan macallimadka ahaa iskuul Schwabendingen ku yaala. Ich hatte ganz viele Kinder mit Migrationshintergrund und ich habe diese Arbeit sehr geliebt. waxaan wax u soo dhigay ama aan soo maray arday waalidiintooda todobada ku jirtay ama ay yihiin oo aadan u jeclaa shaqadaan soo qabtay. Denken Sie daran, die Lehrperson ist Ihre erste Ansprechperson, wenn Sie merken, dass Ihnen etwas nicht gut läuft. Gehen Sie zur Lehrperson. barayaalku waa qofka ugu horeeya oo marka aad aragto inay wax sii yihiin ama wax aan hagaagsanayn aad la xiriiri karto aad wareysan karto. Eltern, Sie als Eltern, Sie haben Rechte, dazu komme ich nachher. waalid ahaan idinka waxaad leedihiin xaq baad leedihiin. Aber Sie haben auch Pflichten, laakiin waxaad insaan jirta waajib Sachen, die Sie machen müssen wax inaad samaysaan idinkaga baahan yahay jira. und die Sie natürlich machen sollen, wenn Sie Ihr Kind gut unterstützen wollen. oo loo baahan yahay cunugaaga markaad rabto inaad caawiso inaad samayso. Sie sind, habe ich vorher schon gesagt, verantwortlich für die Erziehung Ihrer Kinder. waa idin sheegay markii hore in micnihii barbaarinta ama toosinta ilmihiina inaad idinka mas-uul ka tihiin. Und es geht sogar so weit, dass Sie verantwortlich sind, dass Ihr Kind nicht nur regelmäßig in die Schule geht, sondern auch ausgeruht, mit genügend Schlaf. micnaheedu waxa weeye cunug inaad iskoolka usoo dirtiin keliya ma aha xitaa in cunugu hurdo fiican hurdo waqti ku filan Und gut richtig ausgerüstet. Wenn heute Turnen ist, dann müssen Sie bei einem kleinen Kind schauen, dass es den Turnsack mitnimmt. tusaale haddii maanta micnihii cunugu uu jinaasikada uu tegaayo oo tuurnanka uu tegaayo waa muhiim in micnihii boorsadiisii dharkii uu ku tuurnan lahaa ay ugu jiraan uu soo qaado. Sie sind verantwortlich dafür, dass gute Bedingungen zu Hause ist, dass Ihr Kind Hausaufgaben machen können. waxaad kale mas-uul ka tihiin ilmihiina in layla guriga loo soo diro in micnihii ay ka shaqeeyaan. Sie müssen bei den Hausaufgaben nicht helfen, keine Angst. caawinina haddaad rabtaan ka baqina. Aber Sie müssen schauen, dass Ihr Kind in Ruhe die Hausaufgaben machen kann. laakiin waxaad samayn kartaan in cunugii jawi degan uu
Dann haben Sie die Pflicht, mit der Lehrperson zusammenzuarbeiten. Das ist nicht etwas, was man kann, wenn man will und sonst lässt man es, sondern es ist eine Pflicht. Steht und fällt, dass Sie von Anfang an immer konsequent sind. Wenn Sie sagen, du machst das, schauen Sie darauf, dass das auch gemacht wird. marka ugu horeysaba in aad micnii aad tiraadid samee waxaas iskuna day inaad waxaas samayso und das müssen Sie von klein auf, schon das Baby und dann wird es größer und Sie müssen immer schauen, dass es eben genau das nicht passiert. micnii hadda hadalkeeda wuxuu dhacayaa korriinka laga soo bilaabo cunuga intuu yahay in wax la arka loo sheego oo la dhaho waxaas waa inaad samaysana isku day isagoo yar aad laga soo bilaabo. Und es braucht viel Kraft, wenn Sie im Coop oder in der Migros sind, an der Kasse und es hat all diese Süßigkeiten, Schokolade, Zuckerzeug. taasna waxay u baahan tahay tamar badan bay u baahan tahay in la geliyo lacala markii adeeg aad aadaysaan dukaamada aad joogtaan oo ilmuhu ay arkaan macmacaanka meelaha yaalla iyo waxaas oo dhan meelaha yaalla. Und das Kind sagt, Papi, ich will. marka ilmihi waxa laga yaabaa inuu dhaho aabba anigu waa rabaa. Und sie sagen nein. oo isagana uu dhahayo maya. Das Kind sagt, aber ich will. cunugina uu sii qaylanayo leeyahay anigu waa rabaa. Und sie sagen nein. oo adigana maya aad leedahay. Das Kind, bilaabayo marka inuu ooyo. konsequent. micnihii go-aankaaga mayada ah waa inaad taagnaataa waa inaad u berjilcdo sida ma aha micnihii sidaada oo. Und das ist ein kleines Beispiel, aber das geht in all diesen Situationen. taas waa tusaale yar uu ahaa laakiin wax badan oo sii soconayaan. Das heißt nicht, dass Sie Ihrem Kind nichts erlauben sollen, aber wenn Sie sich entschieden haben, das darf es nicht, bleiben Sie bei Ihrem Meinung. ma aha micnihii ilmahaaga inaad wax kasta aad u diidi kartid laakiin haddii adiga waalid aad go-aansatid in kaasna uu awoodo kana uusan awoodi karin go-aankaaga inaad haysataa oo adiga uu kaa maqnaado. Erziehung, ja. hadda qadada waan qadaynayna markaan qadayna ka bacdi qaybtii labaad aan soo noqonayna oo ugu talagalay barnaamijka ilaahida marka fadlan waxaan haysanaa waqti bana looga ciyaaray sharci ahaan waqti 40 daqiiqo hor inaan qadada ka soo noqonay ahayd marka qadaan aadayna markaan qadayna ka bacdi soo noqonayna okay marhaban